In der Office fragt eine Freundin der andere, die sagt mal, wie ist die mit Stress am? Ein großes Thema von der Stress. Mit Stress, ich das krijgt es mit den E-Mails. Na was? Einfach ignorieren, einfach taglassen. Hey, sorry, check nicht mal noch. Ich habe Stress, lass ihn bloß Tag. Und sie sagen, interessant, was ist das? Kannst du das? Die Wirklichkeit funktioniert nicht ganz so. Einige Menschen haben Fußwandert, was den Stress merkt. Also Stress ist, wenn das eins im Schock gibt zwischen dort, wo ich glaube, wo ich fähig bin, und dort, wo ab mit heute kommt. Dann produziert das Stress. Ich würde das nicht alle kennen, ob das nicht real ist oder nicht real, aber das produziert Stress. Einige dann immer für den nächsten schmieden, die fangen an, allem in China zu schicken, die Partner an der Arbeit und alles ist dort, wenn der Stress gibt. Einmal war der Stress ab Arbeit. Einige, die sind stellen Fritte dort an, und dann gibt es irgendwann Stress, was sich da angesammelt hat und was sogar der Darm merken kann bei einzelnen Fällen. Ein Freund hat das gesagt, dann sagt der Doktor, was ist das nach Stress, was sich angehäuft hat. Das ist immer angefritten. Dann gibt es, was ist dann? Was heißt dann besser? Die ganze Zeit mitprallen oder dass ein Zeit lacht, dass das 1 Minute, dass das dann sich anstaut. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Und da haben viele Menschen, die das nicht so bewusst nehmen. Die dritte Möglichkeit, du hast die erste Möglichkeit am nächsten zu schmieden. Die zweite Möglichkeit, weißt du, meine Schuld ist, dass ich so dort. Dann gibt es einen dritten Weg. Die Bibel sagt uns, in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7, schmied all jene Sorge ab an, dann heißt es für ihn. Und viele sagen, okay, da will ich nicht bitten, dass Gott mir die Sorge wegnimmt. Der sagt nicht bitte, der wird nicht wegnehmen. Der sagt, du sollst schmieden. Das ist ein Unterschied, dass man mir das wegnimmt oder ich schmiede das. Das sagt doch nicht aufgeben, das sagt schmieden. Und das ist ein Text, den ich nicht in unserem Seminar gelehrt, sondern bei mir ist jemand mir allerhand Sachen sieht in meinem Büro, was mir nicht gefallen, was mir sehr weitergeht. Und dann checkt ich und checkt das einfach noch, schmieden. Einfach ab Jesus schmieden. Jeder schmiedet wie ich wo an Cäsarien, an Stress haben. Entweder am nächsten, ab uns selbst, oder ab Jesus Christus. Die drei Wege gibt es. Du kannst immer weiter entschlitten. Ich habe Stress. Am Ende, wenn wir uns nicht erreichen, wird uns irgendwann stressen, wenn wir Erlaubnis geben. Das wird irgendwann der Fall. Aber jeder hat die Entscheidung, was das du mit dort was Falles? Was für eine dicke Ruhe hast du zum dort aufleihen auch? Ich habe für eine dicke Ruhe nennen mit allerhand Gefühle und allerhand Erwartungen, die kannst du dort nicht alle aufladen. Und dann kannst du sagen, irgendwann, Jesus, ich schmiede das ab dir. All diese Schuld, all diese Sorge, die schmiede ich ab dir. Der will ich nicht bei mir Hand. So, das ist eine Entscheidung an Leben. Die Entscheidung nicht einfach ignorieren. Dann, wenn wir dort ignorieren, so ist die E-Mails, einfach nicht stellen und lässt einfach den Tag, das wird sich allein leihen. Nein, Jesus macht, wenn die Stresssituationen kommen, wenn die Sorge kommen, als eine gute Form anbeten. Der Kreuz ist nicht ein Symbol für Romantik, sondern der Kreuz ist ein Symbol von all der Sorge und Sünde und alles, was du nicht mehr vor dich warst, das darfst du in die Hand schmieden. Jesus ist dort gekommen für Menschen, die Sorge haben, für Menschen, die Stress haben, für Menschen, die kaputt sind, sei schmied das ab dann. Und er sagt, ich will dir einen deuten Frieden geben. Glaubst du daran? Wenn du daran glaubst, kannst du dort gerade Hand schmieden. Und schmied das nicht ab die, denn das merkt dich kaputt. Und Jesus ist gekommen, am sich kaputt merken, für dich und für mich.